vor. Hier ist er mit seinen Freunden, den Mitjüngern, und er hat ihnen gesagt, lasst uns fischen gehen, weil wenigstens das können wir jetzt tun. Ich weiß, wie das geht. Aber diesmal hat es nicht mehr funktioniert, weil es war ein neuer Tag. Aber er war nicht in der neuen Gnade. Er hat auf das vertraut, was er früher tun konnte, wo er früher drin stark war. Und er hat geschwitzt. Es war auch peinlich. Und am Schluss war er mit einer totalen Leere konfrontiert. Eine Leere in den Netzen, aber ich glaube auch, es war eine innere Leere, wo er wie an einen Punkt kam, an einen absoluten Tiefpunkt seines Lebens, wo er gemerkt hat, irgendwie passe ich hier nicht mehr rein. Irgendwie funktioniere ich nicht mehr, wie ich mir das gewohnt war. Es war diese Leere, die aber etwas Wunderbares hervorbrachte. Es war diese Ernüchterung, dass die alte Sicherheit nicht der sicherste Ort ist. Wisst ihr, der sicherste Ort im Leben ist nicht das, was du dir gewohnt bist, dein vertrautes Heim. Der sicherste Ort ist immer der Wille Gottes. Wenn du das tust, wofür dir Gott jetzt eine neue Gnade gegeben hat. Ich will hier nicht sagen, dass das Alte, das Gewohnte, das Vertraute schlecht ist. Überhaupt nicht. Aber es ist immer eine schlechte Option als die Gnade, die für diesen heutigen Tag neu zur Verfügung steht. Und die kennen wir noch nicht. Und ich möchte in einen Text weitergehen, weil bei Petrus hat es gedämmert. Ihr müsst euch vorstellen, die Gnade ist jeden Tag neu. Die Frage ist, gehen wir auf das ein? Dämmert es auch bei uns oder leben wir noch im Alten, wenn Gott schon das Neue tut?